Die Zeit ist gekommen. Nicht die Zeit für ein Yu-Gi-Oh! Spiel, allerdings für ein Eishockey-Spiel. Und damit willkommen zurück bei NHL 20, beziehungsweise, was heißt zurück? Zurück zu NHL, so wird es stimmen. Letztes Jahr NHL 19, dieses Jahr also Nummer 20, mit natürlich auch dem Spenger Cup. Ja, mein persönliches Highlight im Jahr, jedes Jahr aufs Neue. Den Spenger Cup gibt es ja schon eine ganze Weile. Mittlerweile, haben wir sagen lassen, ist er auch schon in Russland ein großes Thema. Und ja, wie es seit einigen Jahren schon so ist, spielen wir in zwei Gruppen, Kattini und Toriani, die nach zwei berühmten Spielern vom Spenger Cup benannt wurden. Ist auch schon sehr lange her. Und ja, wenn wir schon die Russen haben, Salvat Julaev Ufa ist ihr Vertreter. Der, man sieht es auf den Punkten, eigentlich ziemlich stark sein sollte. Und ich glaube sogar im Real Life dieses Jahr. Ja, sicher ein heißer Kandidat für den Titel ist, aber ich natürlich persönlich eben noch für den Harz Davos bin. So, die anderen Namen spreche ich jetzt nicht die meisten aus, weil ich werde sowieso falsch aussprechen. Okay, Turgo TPS ist ja der Weltmeister, oder Weltmeister, Quatsch, natürlich der Sieger vom letzten Jahr, also Titelverteidiger. Der HC Antibiota stammt ebenfalls der HC Davos aus der Schweizer National League, aus der höchsten Spielklasse in der Schweiz. Ist eigentlich immer so, seit es auch diese Gruppeaufteilung gibt mit 6 Kandidaten, ist eigentlich immer so, dass 2 Teams aus der Schweiz sind. In der Regel, gibt auch mal Ausnahmen. Dann haben wir hier noch HC, ich bin nicht mehr ganz sicher, Okelari Trinik. Also Trinik schon, aber den Anfang, wenn man den ausspricht, bin ich nicht mehr ganz so sicher. Das müsste der tschechische Vertreter sein. So, also Schweiz, Tschechien, Team Kanada ist sowieso klar. Das sind einfach Kanadier, die in der Schweiz spielen, beziehungsweise war mal so, mittlerweile ist es auch ein bisschen anders. Auf alle Fälle ein bunter Haufen Kanadier, die ja sowieso immer übel drauf sind. Also insofern, es sind harte Vertreter dabei. In allen Gruppen. Und jo, wenn wir sagen, los geht's. Wann haben wir hier oben noch eine Übersicht jetzt? Oder. Ich könnte das Turnier bereit. Hä? Ah, so, okay, welches spielen will. Ja, genau. Geplant ist, dass ich eigentlich. Da war es geplant, ich will sowieso alle Matches spielen. Ist ja so. Wobei wir sonst gleich sehen, wie der ganze Turnieraufbau ist. Zwischen Weihnachten und Neujahr auf das Ganze, beziehungsweise über die Feiertage. Haben wir ja einfach, genau, da sind ja Toku, gut, die gleich nochmal erwähnt worden. Muss ich noch irgendwas einstellen? Ich glaube nicht, weil bei den Einstellungen sind, glaube ich, eher so, okay, die Dinger. Lass mal so fürs Erste und gucken mal, wie es dann nachher so sein wird. Oder, warte mal, die Kommentatoren, beziehungsweise die Kommentare der Kommentatoren ausschalten. Drittlänge ist ja, ich schalte es mal auf 3 Minuten runter. Klingt wenig, aber wenn ich sowieso dann 2 Videos pro Tag hochlade, es werden sowieso 15 Minuten sein in der Regel. Weiter runter geht nicht. Okay, Schwierigkeit Halbprofi mal fürs Erste, geht nachher noch hoch, keine Sorge. Verletzungen, ja, lassen wir drin, das passt schon. So, kann ich das jetzt... Kann ich das auch speichern? Kann ich schon speichern? Den müsste ich eigentlich drin lassen, solange ich den Modus auch drin lasse. Ja, was wollte ich sagen? Chefcoach bearbeiten. Lassen wir alles mal gucken, mal wie das Ganze jetzt aussieht. Gruppe Toriani, Turnier starten. Ja, einfach mal loslegen, wa? Wie gesagt, das Ganze findet zwischen dem 26. Dezember und dem 31. Dezember statt. Zunächst sind es ja, man sieht es hier, 25. Dezember bis zum ersten Match simulieren. Nee, nichts simulieren. Wieso bin ich eigentlich jetzt mit denen drin? Ich wollte gerade sagen, weil eigentlich das Turnier öffnen wir dieses Jahr ja Ambri Piotta gegen Salvat Julaev Ufa. 15 Uhr, am 26. Dezember eigentlich. Ja, müssen eigentlich gleicher Zeit sein, wie dieser Part erscheint. Ist uns mal so geplant. Nö, denke mal, wir können das direkt mal so behalten. Könnte spaßig werden, wa? Bis zum nächsten Match simulieren. Was wir tun? Simulieren bis zu diesem Tag. Steht eigentlich schon. Gut, wenn man. 25. noch, mein Gott. Wenn ich direkt zum 26. springen, das wäre ein bisschen einfacher. Die einfach nicht drauf sind. Na egal. Ja, zum Turniermodus ganz kurz mit der Tabelle. Man sieht sie rechts kurz. Ja, ist halt, die ersten 3 Tage sind Turniermodus. Und es ist so, dass dann der erste kommt direkt ins Halbfinale. Also erst von beiden Gruppen halt, dem 30.
Dezember stattfinden. Meinerseits ist das Finale. Und die Plätze 2 und 3 von beiden Tabellen, also Gruppe Catini und Gruppe Toriani, die müssen dann am 28, beziehungsweise am 29. noch das sogenannte Vorhalbfinale durchführen, oder Viertelfinale. Ist eigentlich ein bisschen doof erklärt oder benannt das Ganze, aber was soll's. Ja gut, legen wir los, wa? Simulieren wir es in diesem Tag, ja. 25 ist nichts los, also ganz ehrlich, okay. Spiel starten. So, ich spiele für den HC Ambri Piotta. Ich hoffe, das geht gut. Dann sind wir ein Gasttrikot, weil eigentlich spielt immer die auf der linken Seite. In diesem Fall Salvat Julaev Ufa wäre das Heimtrikot. Die sind stark. Und ich habe seit dem letzten Jahr eigentlich nicht mehr gespielt. Ja, das stimmt. Natürlich stimmt es ganz. Ich habe natürlich jetzt eigentlich gestern angefangen. Das 24 sind noch ein bisschen wieder mich in die Steuerung eingefühlt und so. Heute wieder 1-2 Matches gemacht, aber ist noch weit davon entfernt, hier Spitze zu sein. Hi everyone, I'm James Cebulski along with Ray Ferraro here on the EA Sports Broadcast crew, ready to bring you a fun one tonight. Ray, it's a holiday tradition overseas, the Spengler Cup. Invitational only tournament. Teams and players love to come to this beautiful setting in Davos, Switzerland, to compete for a really well-played tournament. Media like covering it too. Yes, they do. Just moments away from puck drop, both teams seem ready to go. And the next chapter is set to be written as this year's edition of the Spengler Cup is underway. Here's a shot. Oh, I think he wants that one back. Didn't miss it by much. He gets lots on it, beats the goaltender, but just wide. Takes the feed at center and moves forward. Here's a chance and a great save. Verdammte Mist. So, nein, ich hatte schon geplant, selber zu kommentieren, nur dachte ich jetzt mir gerade, hör mal ein bisschen zu, was sie sozusagen haben. This is why you have to be prepared for your chance. You don't know when it's going to come up. You get it, and you miss the net by that much. Ja! Centering pass. Quick blast. Nein! And that's blocked. Under all sorts of pressure in his own end with the puck now. Pass right in front. Knocked away. Magnitogorsk got the puck along the boards. Takes it across the blue line. Sends it across. Denies him in front. Ambry's got a hold of it along the wall. Spielt sich wesentlich konzentrierter, muss ich zugeben, wenn man jetzt selber kommentieren muss. Ah, schade. Na, das spielt direkt weiter, was soll denn das werden? So. Ich habe noch ein bisschen Vorsicht, weil ich nicht zu viele Fouls riskieren will. Das passiert mir ja schnell mal. Ja, was macht er? Ich stehe wieder wie eine 1, typisch die Russen. So. Ja, Freunde, was ich auch gesagt habe, wenn die Schweizer spielen, oder ich für die Schweizer spiele, will ich auch Schweizerdeutsch kommentieren. Also würde ich sagen, 3, 2, 1, go! Mann, ey, das ist faul gewesen! Ich habe es genau gesehen. Und genau gefühlt. Danke an Brigoli, wer immer du bist. So, jetzt zickler mal ein bisschen. Nein! Alter! Das gibt's einfach nicht. Das ist... die steht so selber weg! Nein! Ganz ruhig. Ganz ruhig, Mike. And it just trickles by the post. Oh, look at that. Here we go. Nein, kein Foul. Da ist doch... Penalty coming up as the whistle stops the play. Das ist doch kein Foul gewesen. Was ist das für ein Schiedsrichter? We got a minor penalty coming up here on this one. James. I mean, this call was going to be made. You could see the play develop. Ah, gut. Ja, ich sag nichts mehr. Ist gut. Natürlich ist es Foul gewesen, Mann. Oh, scheiße. Was schlechte Technik. Wie gleich sie ihn vorher eingesetzt haben. So. Ich bin leider in Unterzahl. Uah. Was? So, jetzt bin ich aber trotzdem noch ein bisschen... Nein! Mann, im Training hat das besser funktioniert. So.
Der ist ein There's bisschen the zu hoch gewesen. whistle as the puck heads out of play. Was für ein Stress. And as the puck So. is dropped, they win the draw here inside the defensive zone. Okay, Powerplay ist vorbei, wir sind wieder zu fünften. Takes the feed. Here's the pass. Nein, er hat ihn abgefangen, der wäre drin gewesen. Leck mich doch am Arsch. Really aggressive work by the penalty killers. They shut so- that power play down without any danger. Ambry's So, got danke. the puck in their own end. Muss einfach Ambry's vorsichtig got it sein in mit their own zone. Pucks Tries to abzunehmen. make that cross-ice feed. Here's an odd-man rush. Nein! And that's broken up. Schade, So schade, heartbreak schade. Period number 1 to an end. Still no score in this one. Alright, fans, time for tonight's Lucky Row giveaway. Congratulations to Section 107, Row F. Each fan receives a limited edition player's t-shirt. Ja, hier sind wir noch ein paar 40 Highlights. minutes of regulation still to play. We're looking forward to it. Hopefully you are Viel too. gab es nicht, muss man leider zugeben. Mann! Das gibt's nicht im Training. Gut, es war ein anderes Team, wo ich mit trainiert habe, aber trotzdem lief es irgendwie besser. Okay, ja, audiovisuelle Einstellungen, es war ganz cool, die haben ein bisschen zu hören, aber wenn ich da noch reinquatschen soll, ist es ein bisschen doof. Also entweder quatschen die oder ich quatsche, eins von beiden. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir die mal raus. Die Frage natürlich, wo nehme ich das? Wo mache ich das? Hä? Kann man die rausnehmen? Das geht ganz bestimmt irgendwo. Lautstärke, nee, Kommentar, also die kannst du theoretisch auf ganz leise stellen, aber Rest lassen wir mal so, wie es ist, war. Ja gut, Freunde, auf zum zweiten Drittel. Und zurück zum Schweizerdeutschen. Keine Ahnung, was mache ich da? Gutes Timing braucht jetzt nicht viel. Dankeschön. So, jetzt mal hier aber. Aber sicher nicht so. Da ist ein schlechter Pass von euch. Und dann gehen da direkt mal in die Offensive über. Dankeschön. Uah. Nö. Ja. Aua! Ja, der Moment dann wohl im Pass spielen. Das ist natürlich gemein. So, und jetzt so machst. Oh, der ist elegant gewesen. Ja, säckle doch mal ein bisschen! Oh. Icing, ja, Ziel gespielt. Mann, 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 da geht's einfach nicht, hey. Oder soll ich Kommentatoren doch anlassen und kurz schauen? Okay, ich versuche beim Bulli eine andere Methode. Und da stimmt sich Halbprofi. Nö. Meiner. Ah, scheiße. Denke Hagen. So, jetzt aber. Nein! Ja, schwacher Pass. Und das ist kein Pass gewesen, das ist ein Schuss gewesen. So ein Rabiator-Spiel. Sag mal, oh, die haben ihre Stöcke aber überall. Ja, stehen doch noch auf den Füßen. Mann, Ambry. So, jetzt aber. Nein! Der andere ist langsam gewesen. Ich komme noch Krisen über.
Oh, ai, 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 ai. Ja, es ist zumindest ohne Strafe, läuft es bisher, das ist ja schön. Nein! Alter, ich habe einen drin gesehen. Die ist schön Lücke. Das war eine Lücke, gewesen, aber so eine schöne. Mann, er müsse drin sein. So eine Scheiße aber auch. In the second period. Nein. Oh Mann! Das läuft nicht so, wie es soll. Nein, das läuft überhaupt nicht so, wie es sollte. So, kurz zurück zum Hochdeutschen. Ja, also ich meinte, von wegen Kommentator wieder einstellen, weil, ja, vielleicht ab und zu dann die quatschen, anstelle dass ich quatsche. Ich weiß nicht so recht. So viele Köche, von denen im Brei und so, ob das klug ist. Ja, das... Mann, der muss jetzt reinkommen. Weiland Arena stimmt doch auch nicht mehr. Wie heißt es nicht mehr Weiland Arena? Egal. So, Amri, jetzt machen den huren Böck rein. Das Problem ist... Der Goalie steht echt wie ein Eis. Das sind bei uns halt das gleiche Problem. Okay, vielleicht mal der Goalie. Ah, Icing, okay. Ich wollte gerade sagen, warum kommt der Goalie nicht raus, aber ja, klar. Wenn Icing ist, warum soll der nächste rauskommen? Was? Nein. Ja, komm, Schiedsrichter, er ist mal einen Stock hineingefahren. Ich habe es genau gesehen. Ja, ein Lied ab. Oh, betroffen worden. Mann. So eine Scheiße aber auch. Amber Kyoto penalty to number 55. 2 minutes for tripping. Time of the penalty, 4 minutes, 36 seconds. Nur. So. So. Nein! So, jetzt ist aber richtig funktioniert, wa? Ja, so wird das nicht. Ich muss einfach noch ein bisschen abblocken. Unterzahlsituation. Ja, ich weiß. Sag mal, was spielt der Böck da? Nein! Ah, keine Unterzahlsituation mehr, okay. Ja, bitte nicht blockieren, wenn das Spiel ein bisschen schneller behalten. Nö, du nimmst mir jetzt den Böck nicht weg. Da gibt's doch nicht! Ich will den Pass nach hinten spielen und den laden einfach durch. Nein, lass bitte du den Böck bei mir. Oh, Alter! Ja, natürlich, das ist ja wohl. Was ist das für ein Schiedsrichter? Schiri raus!
Das gegen mich ist garantiert ein Cross-Check gewesen. Normaler Check, klar, dürfen wir machen, gar kein Thema. So, jetzt aber, komm! Ein schneller Konto. Kommt einer mit, kommt einer mit! Kommt einer mit! Na, kommt natürlich keiner mit, das gibt's einfach nicht. Ich kann doch nicht alleine vorne etwas machen. Ja, mal könnte ich theoretisch auch. Wenn ich es könnte. So. Ich stehe eigentlich relativ gut mit der Abwehr. Ja. Nein, es steht immer einer im Weg. Okay, das ist aber auch schwach vom Gegner. Salvatore Live Ufer. Aha, danke. Nein! Mann, jetzt haben wir beide losspielen, super. Plötzlich habe ich keinen Spieler mehr auf dem Feld gehabt. Weißt du, jetzt da plötzlich gewesen. Das dritte gehen sie einfach raus. Ah, das hasse ich ja so, wenn du... Oder um es kurz auf Hochdeutsch zu erklären. Wenn du einen Spieler kontrollierst, halt einen Wechsel machst, im Fußball auch, kannst du auch einen kontrollierten Spieler einfach kurz wechseln, dann geht er auf eine andere Richtung. Beziehungsweise der, den du kontrolliert hast, geht in die gleiche Richtung, die er schon vorher genommen hat. Okay, soweit gut. Aber der, den du zuvor kontrolliert hast, der geht trotzdem dahin, wo du ihn gerade hingelotst hast. Das ist doch einfach scheiße. Ja gut, ich muss mich einfach drauf einstellen. Aha, stimmt, wäre eigentlich eine Option. Der Goalie rausnehmen. Geht's gerade im Moment, Teams verwalten? Kann ich... Ja. Ich wollte sagen, Torhüter raus. Wäre jetzt... Hallo? Torhüter raus. Bei meinem Spielstil. Ja gut, wir haben sowieso nichts zu verlieren. Natürlich. Hauptsache der Schiri kann mir als Foul pfeifen. Ja, natürlich der Goalie wieder rein. Da wäre fast ein Abpraller-Goal gewesen. Das ist auch so etwas, wenn ich in der Lage bin, dann kann ich ihm irgendwie den Bug abnehmen und dann irgendwie doch nicht, weil mein Spieler ist einfach trotzdem langsam und sind nicht wieder schneller. Voll in die Nüsse hineingeschossen. Ja, das war dieser Satz war wohl nix. In diesem Sinne war ein Satz mit X war wohl nix. Scheiße. Ja, wobei, man muss natürlich auch so... Also klar, meine Leistung war auch ein bisschen makaber, vor allem die Ausbeute. Man muss es aber auch so sehen. Dafür, dass der Gegner Salvatore Live Ufer ist, und ganz ehrlich, ich glaube, die werden im Kampf gegen Ambri einiges höher gewinnen. Ich rechne eher so mit 2-0, 3-0 mindestens. Insofern, klar, ist noch nichts verloren und so weiter und so fort. Er ist ja momentan noch Turniermodus, ganz klar. Ist schade, dass wir natürlich verloren haben. Haben ein bisschen zum Teil doof gespielt. Vor allem das mit den Strafen war einfach unnötig. Und ich hoffe, in der nächsten Folge und vor allem im nächsten Spiel geht es ein bisschen besser. Nächstes Spiel, das wäre dann am Abend, trifft Team Kanada auf Turku. Oculare Trine, genau.
ja, wollen wir hinterher mal sagen. Vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Hoffentlich bis zum nächsten Mal, wo ich dann wohl Team Kanda spiele und vielleicht auch ein bisschen besser spiele. Wollen wir es hoffen. Bis dahin, bye bye.